Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ja, hier haben wir das erledigt. Wir gehen auch hier raus und gehen weiter nach Angkor Wat. Puh, ja. Einer von den sehr berührenden Teile hier im Spiel, wie ich finde. Da aber links sehen wir ja auch schon mal Stadt. Das ist dann der nächste Anlaufpunkt nach Angkor Wat, und zwar Dao heißt die Stadt. Aber jetzt gehen wir erstmal dort hier in den Dschungel zum legendären Angkor Wat, eine absolut bombastische Tempelanlage mitten im kambodschanischen Urwald. Also das ist definitiv großartig. Noch 3 Tage langer Reise durch den Dschungel habe ich den Tempel gefunden. Ja, noch... Ah ja, hier haben wir tatsächlich schon Gegner. Ja, also Angkor Wat ist auch wieder so ein schönes Beispiel, wie sich die Natur einfach Sachen zurückholt. Wie sich die Natur einfach auch wieder ihren Platz zurückerobert. Und teilweise gibt es da in Angkor Wat Mauerreste, die eigentlich nur noch durch die Natur getragen werden. So, ich glaube, die waren so, dass ich nur noch den Kopf erwischen kann. Und wenn ich den Kopf erwischt habe, dann ist der Torso dann angreifbar. Ich glaube, so waren die Gegner, ne? Ich muss auf den Kopf ziehen. Also es wird auch definitiv nicht einfacher von unseren Gegnern hier in den Dungeons. Und ich habe persönlich auch immer Angkor Wat als ein ziemlich schwieriger Dungeon noch in Erinnerung behalte. Na, komm schon. Komm schon. Na, wie war dann das? Ich weiß es nicht mehr so genau, wie das bei denen war, aber ich glaube, ich muss erst den Kopf zerstören und dann ist der Körper angreifbar erst. Und ich darf dann auch nicht zwischendrin den Torso attackieren. So. Aber die zählen schon als Gegner hier, ne? Ja, genau. Ja, jetzt will ich aber erstmal die blöden Moskitos hier erledigt haben. So. Okay. Ja, genau, so war das. Die muss ich die ganze Zeit erwischen, diese Köpfe. Und darf nicht den Torso zwischendrin erwischen. So, na du blöder Moskito. So, die sind schon etwas hartnäckig, diese Biester. Hier haben wir noch das... Wir sind nach wie vor im Tor zu Angkor Wat. Da geht es dann in die Tempelreihe. Aber ich will natürlich erstmal die Außengebiete vom Tempel erkunden. Und... dafür muss ich dann halt natürlich erstmal hier mit den Gegner mich herumprügeln. Scheiße. Mit den Gegner mich herumprügeln. Aber diese Moskitos dazwischen, die nerven einfach immens. Komm schon. Und interessanterweise auch mit dem Rutsch-Attacke ziehe ich wesentlich weniger ab, als wenn ich die normal treffe. So, dann kommt mal her, ihr Mistbiester. Also wer jemals sich mit Moskitos hat rumschlagen müsse, weiß, wie ätzend diese Viecher sind. Nicht nur in Spieler. So, na endlich habe ich dich. So, da. Gott, den habe ich wieder. Der hat sogar ein bisschen was hinterlassen noch für uns. Ja, die sind auch schwer zu fassen, die Viecher. Komm schon her. Ja, manchmal ist es dann wirklich nur ein Glückstreffer. Horror. So, komm schon. Komm schon her, du. Sausack. Na also. Geht doch. Brutal wird es dann erst, wenn ich mich mit einer Langhalsviecher die ganze Zeit rumprügeln muss. Ja, diese Büsche sind eigentlich auch schon etwas fies, muss ich sagen. Aber die kann man eigentlich, wenn man es dann mal drauf hat, wenn man ein paar Mal gegen die gekämpft hat, erkennt man sie eigentlich auch relativ fix und kann sie von normalen Büsche unterscheiden. So, jetzt kommt die wieder. 1, 2, 3. Ja. 3 in Folge reichen anscheinend. Und dann können wir die auch so bekämpfen. So, jetzt sind wir wieder auf Civil-Level hoch. Ah, scheiße. Das war jetzt der Torsen mit erwischt. So, ab. Schiete. So kann ich eigentlich nicht so gut treffen. Ich muss euch im Profil erwischen. Okay, einer habe ich. Der rennt jetzt auch ziemlich planlos durch die Gegend rum, wobei ich auch nicht wirklich was damit anfangen kann, dass man solche Biester hier mit Angkor Wat in Verbindung bringt. Ich meine, es gibt jetzt nicht in der
Reliefs, die in Angkor Wat oder so sind, gibt es Hinweise auf solche Biester. Also wie die jetzt entstehen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es muss ja bei Super Nintendo-Spielen nicht immer automatisch auch gleich was passendes Historisches dazu sein. Ja, die ziehen auch ganz schön viel ab, die Freaks hier. Ja, da bin ich schon definitiv gut dabei und muss ziemlich viel... Nein! Muss ziemlich viel halt, rumlenke hier und rummanövriere, dass ich diese Biester überhaupt erstmal wirklich angreifbar gemacht krieg. Dann rennen die an rum wie die rosa Flummis. Okay. Puh, ein bisschen Lebensenergie gibt's wieder. Okay, aber ich glaube, ohne Heilkräuter komme ich hier nicht, oder einen Apfel komme ich nicht besonders weit. Der Apfel war lecker. Ein paar Vitamine können nie schaden. Ja, klasse. Klasse, der hat schon viel gebraucht. Nämlich die Heilkräuter zu mir. Das bringt ein klein bisschen mehr. Scheiße. Komm her, du hässlicher Vogel. Gut. Also 3-mal in Folge muss ich es treffen. Den Kopf. Ich denke, das werde ich auch wieder rauskriegen im Laufe der Zeit, wie das funktioniert. So, ich muss mich erstmal wieder eingrooven hier in das Ganze. Ja, 3 in Folge reichen aus, dass der hier sein drittes, oder hier sein einziges Arch kriegt. Alter Falter, wie eklig. Na gut, neue Knubbelhämmer kriegt. Und wir können jetzt in die Tempelreihe. Da ändert sich die Musik auch. Passage nach außen. Und Angkor Wat hat auch sein eigenes Soundtrack. Aber ich habe das wirklich als ziemlich harte Dungeon in Erinnerung. Angkor Wat ist jetzt wirklich kein Hoppla die Hopf mal schnell durchgezockt Dungeon. Sondern Angkor Wat ist einer, der es tatsächlich ziemlich in sich hat. Sag mir du. Und wo die Gegner auch ziemlich hart sind. Und da kann er nämlich getroffen werden. Und wir müssen wieder warten, bis er da hingeht. Zu seinem Ausgangsort. So, puh. Also ihr seht schon, das ist schon nicht ohne hier. Und die Gegner sind hier auch definitiv nicht zu unterschätzen. Ja. Okay, wieder so ein Golem. So ähnliche Dinger kennen wir ja noch aus Mu. Uah. Nur, dass die hier noch eine Spur härter drauf sind als die aus Mu. Ja, komm schon. Das war schon mal ohne Schade zu machen. Da können wir dann noch hochwackeln. 60 Gegner warten hier auf uns. Aber ich muss auch sagen, ich mag die Musik hier in Angkor Wat. Ach, die finde ich persönlich sehr passend. So, da, komm schon. Dann gehen wir mal da hoch. Und hier finden wir rotes Juwel. Okay. Gut. Komm schon her, du. Gut. Gewitterleid. Hier könnte es auch passieren. Hier könnte es sogar sehr schnell passieren, dass man mal eine Leber abhanden kommt. Weil der Dungeon ist wirklich nicht ohne. Es ist wie diese Golems beweisen nur, was für harte Jungs hier. In dem Fall müssen die aus Stäbe stehen. So, da, komm schon. Ja, komm ruhig runter. Ich will dich nicht in die nächste Map verfolgen müssen. Ja, okay. Gut, weiter links können wir ja eh noch nicht durch. Gucken wir uns das jetzt gerade nochmal an. Weiter links geht noch nicht, da war dieses... Genau, da können wir ja schon nicht hier. Und da ist dieser insektoide Gegner schon fast, der hier an der Wand lungert. Da oben war mal, da haben wir uns das rote Juwel gegrabt und dann müssen wir nur noch weiter hochgehen, weil mehr gibt es hier erstmal für uns nicht zu erledigen. Da können wir nur mit unserer tollen Attacke hoch. Mit unserem grünen A-Larve und hochzwirbeln. So. Okay, da können wir sogar noch ein bisschen was abziehen. Und je häufiger wir die Biester treffen, desto schneller werden die. 9 Gegner sind hier insgesamt. Insektoiden-Mutter. Die haben welche andere eklige Viecher gebärt und nicht ohne Sinn. Ja.
Also Angkor Wat behandle ich hier definitiv auch mit Respekt. Ups. Weil der... Wow. Boah, du versteckst mal schon richtig die Spruch. Weil der ganze Dungeon ist definitiv... Oh Mann, ich sag das viel zu häufig. Der ganze Dungeon ist wirklich nicht ohne. Wow, und die Viecher ziehen auch nicht echt nicht ohne ab. Boah, Mann. Uah. Die ziehen auch nicht ohne ab. Schnell! Oh, Mann, 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 Mann. Also die gebären irgendwelche eklige kleine Marder. Wow, da darf ich mich jetzt auch nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich habe nimmer grad viel Lebensenergie übrig. Boah, Alter. Es kann jetzt sehr schnell passieren, dass ich hier einen falschen Move mache. Und genau das passiert, ja. Das war klar. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, man musste mit rechnen hier. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind es Albträume. Ja, also der Dungeon, der ist sogar natürlich noch härter als der, den wir das letzte Mal gehabt haben, der Tempelberg. Zack. Die Dungeons werden ja auch nicht einfacher. Sollte es ja auch nicht sein, dass die Dungeons einfacher wären. Das wäre ja dann etwas läppisch, wenn die Dungeons immer einfacher werden würden. Oha. So. Und auch die ganzen Gegner hier sind nicht ohne. So, dann komm her. Oh, Mann. Okay, Abwehr. Abwehr können wir definitiv auch gut gebrauchen. Ist auf jeden Fall was wir hier in Angkor Wat gut gebrauchen können. Dann, ja, Stärke wäre eigentlich eher nebensächlich, weil ich persönlich finde, hier sehen wir vor allem unser... Oh Gott, jetzt rast der her wie Sau rum hier. Wow. Wir sehen vor allem unser Defizit, was Abwehr angeht, wie ich finde. Und... Wow, glücklicherweise kein Treffer. Wow, Alter. Wenn uns diese rosa Flummis treffen, dann sind wir... Okay. Sind wir ziemlich am Arsch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Alter, nach diese Geräusche. Pfui Teufel. Ja, der Bote besteht aus Insekten oder ähnlichem, was sich hier... Ach, ekelhaft. Was sich hier darstellt. Igitt. Das erinnert schon fast an so ein Indiana Jones Abenteuer hier in dem Dungeon. Finde ich persönlich. Erinnert so ein bisschen an den Tempel des Todes aus dem 2. Indiana Jones, wie ich finde. So, lala. Möglicherweise war das ja auch inspiriert dadurch. Ja, die ziehen nicht ohne ab, die Viecher. Und ich habe hier 8-mal so schnell die Möglichkeit, mich wieder hochzuheilen. Mein letzter Heilkräuter habe ich auch verballert. Und es wäre mal wieder an der Zeit, an Heilkräuter Draht zu kommen, wie ich finde. Die dürfen mich noch nicht erwischen, hier die Knetköpfe. Und das sagt sich ziemlich leicht. Dieses man darf mich nicht treffen, aber stellt sich dann im Spiel dann doch stärker dar und härter dar als gedacht. Deswegen, es kann hier häufiger mal vorkommen, dass ich ein paar Leben los. Da ich die Gegnerdynamik und Mechanik hier ziemlich heftig finde. So, lala. Es wäre nicht schlecht, wenn die ein paar Gesundheits... Bolle für uns hinterlassen würden. Ja, manchmal hat man sie dann in der Zange, die Viecher. Zum Glück ziehen diese braune oder diese bronzene Schädel mit ihrer Smaragdare nicht gar zu viel ab, wie das diese rosane Schädel hier machen. Aber die bronzene Schädel sind dann durchaus etwas lästiger, wie ich finde. Ey! Weil die sich halt ständig teilen und so dann immer mal wieder Schade austeilen können. Alter!
Diese rosa Flummi-Schädel hier. Meine Fresse, also das ist dann schon wieder ziemlicher Hardcore-Dungeon, wie ich finde. Endgegner ist noch tot. Natürlich ist es wieder die Madenmutter. Sehr schön, da kriegen wir jetzt wenigstens wieder Abwehr. So, da geht jetzt sogar die Treppe noch over. Also Lebensenergie könnte ich hier auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Ah, die wieder. Ätzend, oder? So, wenigstens ging der noch einigermaßen von der Hand. Hier haben wir erstmal Gegner in der Nähe. Hier geht es auch noch woher. Aber wenn möglich, würde ich ganz gerne die Gegner hier nochmal erledigen. Möglicherweise gibt es ja wieder einen Lebenskraft-Boost. Was ich persönlich sehr stark begrüßen würde. Oh, Alter. Ja, das sollte ja so kommen müssen. Ja, manchmal sind es vielleicht nur Albträume. Schä wär's. Ja, da sieht man mal wieder was. Was wir jetzt noch Mu sparen müssen, damit wir hier wieder ordentlich leben lassen können. Der letzte Dungeon finde ich persönlich auch nicht ohne. Aber Angkor Wat zählt auf jeden Fall meiner Meinung nach zu der härtere Dungeons mit Mu am Anfang eigentlich schon. Und mit dem letzten Dungeon, den wir dann noch vor uns haben, vor dem Turm von Babel. Wer hätte es gedacht, wir kommen natürlich auch zum Turm von Babel, aber den finde ich persönlich nicht so hart wie Angkor Wat und letzte Dungeon. Weil der Turm von Babel kann ja eigentlich eher als Finale gesehen werden, statt als letzter Dungeon, finde ich. Gut, die Lebensenergie hat sich wieder erhöht. Da kommen wir dann hier wieder raus. Da kämen wir wieder ins Madenloch. Und hier kommen wir dann wieder an der Verlängerung von dem Gebiet raus. Das hat uns ja auch bewusst hier gejagt. Und dann war da noch ein Weg, der sich hier geöffnet hat, genau. Ja, 11 Gegner. Oh. Nicht so schön, wenn die Jungs da runterspringen. Ups. Und. Okay, den haben wir nochmal so treffen können. Das Fiese ist halt auch wirklich, dass wir hier der Willi auch wirklich brauchen. Das heißt, wir können einfach nur zum Freedom einfach mal wechseln, damit wir hier ein bisschen mehr Kraft haben und ein bisschen mehr Abwehr, sondern wir brauchen ja auch wirklich Wills Spezialkräfte wie diesen Slider und so weiter und so fort. Das ist gerade so kracht. Okay, die Gegend ist anscheinend auch ein bisschen... Wow, okay, nur noch einmal Treffer. Und dann war es das mit dem Knorzer. Die treffen wir auch hier, glücklicherweise. Aber die treffen uns auch dummerweise. So, die sollten wir auf Entfernung halten, die Jungs. Weil schlecht abziehen tun sie auch nicht. Muss man da auch mal lassen. So, einer ist kaputt. Ich habe aber den Dungeon auch nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich sagen. Ich weiß nur noch, dass er ziemlich hart war. So, was sich auch hier bestätigt hat, im Verlust von 2 Lever. Gut. Okay. Da müssen wir aber, glaube ich, erst noch was erledigen, dass wir hier überhaupt Zutritt gewährt kriegen, oder? Nee. Heilkräuter, perfekt, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ah ja, genau so war das. Dann können wir das als Schanze benutzen. Hier können wir das als Sprungschanze benutzen. Genau, dass wir so rüberkommen. Dann müssen wir dort hier und die 2 Kolosse sind die letzten Gegner, die wir hier noch haben. Okay. Alles, oh Gott, alles noch irgendwie machbar für uns. Und Stärke-Boost gibt es auch noch drauf. Perfekt. Gut. Aber der Abwehr-Boost ist hier auf jeden Fall das Wichtigste. Finde ich persönlich. So. Zieh mal deine Jungs ein bisschen mehr ab. Bei manchen ziehen wir 8, bei manchen ziehen wir 11 ab von den Viecher. Finde ich auch etwas merkwürdig. Aber allerhaupt, da ist das halt so. Ja, vorsichtig. Und zack. Gut.
Manchmal kann man es ja auch schön zu seinem Vorteil nutzen. Gut. Okay, der war so. Hoppala, das war nicht so schön. Genau, so können wir Dendo fertig machen. Heidewitzka, du musst mal auch noch wirklich schön taktieren, wie ich finde. Aber was wäre ein Spiel, wenn es nicht anspruchsvoller wäre wird, sowohl was Gegner als auch Dungeons per se angeht. Und also ich finde Spiele, wo man dann nicht lernt, intelligent zu handeln, sind dann auch keine wirkliche Herausforderung. Und man spielt ja auch Spiele, damit man die Herausforderung auch hat. So, da. Und wow, das war gut. Das war nicht schlecht. Gut, 2 Gegner haben wir noch hier in dem Gebiet. Das ist die Passage nach außen, die wir ja schon kennen eigentlich. Da müsste jetzt nur noch diese Wurmmutter noch übrig sein, die wir gesehen haben, ne? Ah ja, das sind auch diese kambodschanisch-thailändische Statuen. So, die Wurmmutter. Die gibt uns nochmal einen Stärkeboost und eine Treppe zusätzlich, dass wir jetzt auch hier die Passage nach außen hier über das Geländer oder die Treppe erreichen. Trotz allem würde ich sagen, ihr liebe Leute, das ist mal wieder perfekt, um hier unseren Cut zu setzen. Und wir sehen uns immer wieder, wenn ihr wollt, zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig, wo wir weiter und tiefer noch an Korvat gehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Euer Yankee.